Nach dem Essen durften die Kinder in saubere Bett liegen. Alles war so schön und toll, wie in einem Traum. Einfach viel schöner als daheim beim Vater und der Stiefmutter. Die alte Frau hat aber nur der Gleiche getan, sie sei eine Liebe. Richtig war sie eine böse Hexe. Eine, die Kinder fangen will. Wegen dem hat sie auch das lustige Lebkuchenhäuschen gebaut, nur für die Kinder anzulocken. Wenn sie eins verwünscht, dann ist das für sie ein Riesenfest geworden. Sie wollte es behalten und nie mehr zurückgeben. Hexen haben übrigens ganz rote Augen. Mit denen sehen sie nicht so gut. Dafür schmecken sie wie Tiere, wenn jemand daherkommt. Wo nämlich Hänsel und Gretel noch ein Stückchen fort waren vom Lebkuchenhäuschen, hat die Hexe schon geschmeckt. Die Finger gerieben und bös vor sich hergekichert. Die Honey, die entkommen wir nicht mehr. Früh am Morgen, viel früher als die Kinder erwacht sind, ist sie schon aufgestanden. Sie hat die schlafenden Kinder angeschaut, mit ihren roten Pfusibacken und vor sich her gemurmelt. Hübsche Kinder, das wird ein Festessen. Sie hat den Hänsel mit ihren dürren Händen gepackt und hat ihn in einen kleinen Stall mit Gittertüren eingesperrt. Er hat gerufen, tobt und Lärm gemacht, aber nichts hat ihm geholfen, aus dem Käfig zu entkommen. Dann ist die Hexe zum Gretel. Sie hat ihn wachgerüttelt und befohlen. Stang auf, du faule Socken! Du sollst Wasser holen und deinem Bruder etwas Feines zu essen kochen. Der hockt draussen im Stall und muss kugelrund werden. Und wenn er dann so richtig viel an sich hat, dann will ihn nämlich fressen. Das Gretel konnte es fast nicht glauben. Es ist in Tränen ausgebrochen und hat versucht, die Hexe davon abzubringen, ihrem Bruder etwas zu machen. Verschwiegen, denen zu essen. Aber es hat alles nichts genützt. Das Gretel musste folgen und machen, was die Hexe befohlen. So ist es gekommen, dass für den Hänsel nur das Beste vom Besten gekocht wurde. Er konnte essen wie ein König. Während das Gretel immer nur Krebsschalen bekommen.